Come on. Ich liebe das Video. Hey. Es war der 9. November 2016. Am Mittwochmorgen, als ich mein Handy gezückt habe und meine News-App geöffnet habe und mit grossem Staunen und ein bisschen mit einem Schock feststellen musste, dass sich der Donald Trump im Wahlkampf gegenüber der Hillary Clinton durchgesetzt hat. Ich konnte meinen Augen fast nicht trauen, dass er gewählt worden ist. Ich habe nicht mit dem gerechnet. Wie kann so ein Mann, der so polarisiert hat im Wahlkampf und so sich so viele Sachen geleistet hat, sage ich jetzt mal, gewonnen? Wie kann der gewählt worden sein? Und ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Tag kannst erinnern. 2016, 9. November, Mittwochmorgen. Ob dir das auch so gegangen ist wie mir. Bist du schockiert in diesem Moment und überrascht? Weil alle Prognosen haben eigentlich damit gerechnet, dass Hillary Clinton sich durchsetzt. Und am Morgen war es anders gewesen. America First hat sich durchgesetzt. Und in den kommenden Monaten und Jahren ist mir immer wieder deutlicher geworden, dass viele Menschen sich so nach einem Strongman sehnen. Strongman, the rise of the Strongman. Das ist in den letzten paar Jahren irgendwie klarer geworden. Ein Politiker, der klare und harte Linien fährt. Oder jemand, der autoritär auftritt, und das ist ja gewünscht, jemand, der deutlich macht, wer ist schuld an all diesen Problemen und wer ist die Lösung, nämlich er selber, oder? Und das hast du in den letzten paar Jahren, hat das an Popularität gewonnen. Duterte, Bolsonaro, Orban, Erdogan, Xi, Putin und so weiter, um nur einige zu nennen. Oder? Und die Wahl von Donald Trump hat mich damals überrascht, aber wenn heute so eine autoritäre Führungsperson an die Macht kommt, überrascht mich das ein bisschen weniger als früher, weil man kann sich das ja auch irgendwie noch erklären, oder? Ich meine, wenn alles gut läuft, wenn die Wirtschaft super ist, wenn Wohlstand florierend ist und so weiter, dann brauchst du jetzt nicht dann hat ein Strongman eher weniger Chancen. Aber wenn es mal schlecht läuft, oder? Wenn einmal die Ressourcen knapp wären, wenn eine Bedrohung vorhanden ist, wenn der Wohlstand nicht so gut ist, dann brauchst du kein Weichei, oder, an der Spitze. Dann brauchst du einen, der sagt, was ist und was läuft, und so machen wir es, oder? Das ist, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, der Bevölkerung schlecht geht, dann hat ein Strongman mehr Chancen, oder? Und kann sich eher durchsetzen. Und ich glaube, der Grund, wieso das so ist, weil Menschen in so einer starken Person Hoffnung finden. Jetzt kommt endlich einer, der bringt Lösung, oder? Der bringt Besserung. Der sagt, wer alles nicht recht hat, und er ist so quasi der Erlöser. Und das Ding ist, das Phänomen vom Strongman ist kein neues Phänomen. Das hat es schon immer gegeben in der Geschichte der Menschheit und auch in der Geschichte von Israel. Und heute starten wir in die neue Serie König David, The Last Kingdom. Der David ist der beste König, den Israel je hatte. Ein gerechter Herrscher, ein Worship-Leiter. Viele Psalmen hat er geschrieben. Er wird beschrieben als Mann nach dem Herzen von Gott. Aber wir werden sehen, in den kommenden 8 Wochen, dass das Leben von David alles andere als perfekt war. Das ist, heute würde man sagen, wahrscheinlich ein Kriegsverbrecher gewesen. Er hat tausende Menschen abgeschlachtet, ein Ehebrecher, ein Mörder. Er hat eine dysfunktionale Familie gehabt. Seine Söhne haben gegen ihn rebelliert. Und es war voll Neid und Verschwörungen und so weiter. Es ist eine epische Geschichte. Voller Leidenschaft, Liebe, Hass, Vergebung und Hoffnung auf ein letztes, ewiges Königreich, the Last Kingdom. Und ich freue mich auf die nächsten 8 Wochen, aber ich möchte heute ganz vorne anfangen, ganz am Anfang anfangen. Weil der David
ist nicht der erste König, den Israel hatte, sondern der zweite. König Saul ist der erste König. Und vor dem Saul ist gar niemand König, oder besser gesagt, Gott ist König über Israel. Und vielleicht ein kurzer Recap für die Geschichte schon lange nicht gehört haben oder noch nie gehört haben. Gott befreit Israel aus Ägypten, oder? Sie sind in der Sklaverei. Und Gott hört ihre Schreie und befreit sie durch Machttaten und führt sie durch das Tote Meer durch, den Exodus, oder? Und führt sie ins verheißene Land. Und Gott gibt ihnen in der Wüste die 10 Gebote und sagt, hey, und noch mehr Gebote, und er sagt, hey, wenn ihr euch an die Gebote haltet, wenn ihr auf mich loset, dann gebe ich euch das Land und ihr könnt das Land behalten. Wenn ihr aber nicht auf meine Gebote hört und loset, dann wird euch das Land wieder weggenommen. Die feindlichen Völker um euch herum werden über euch herfallen und es wird ganz viel Schlimmes passieren. Also, you choose, life or death, oder? Wähl das Leben, folge meinem Gebot und wenn du es nicht machst, dann kommt das Verderben, oder? Und wer die Geschichte von Israel kennt, der weiß, dass Israel jetzt nicht Experten drin waren, wenn es darum geht, auf Gott zu hören, oder? Wenn du die Geschichte mal lesest, dann siehst du so einen ewigen Zyklus von Ungehorsam. Und du merkst, wenn du das lesest, dass Gott fast verzweifelt an seinem Volk, weil sie machen immer wieder das Gleiche übel, oder? Sie rennen immer wieder anderen Götzen nach, setzen ihr Vertrauen nicht auf ihren Gott, wo sie aus Israel befreit hat, folgen seinen Gebot nicht und Gott sagt, hey, jetzt ist er mal fertig, oder? Und dann lässt er seinen Schutz weg und die Völker von außen fallen über Israel her und die Israeliten merken, oh Scheiße, wir haben gesündigt, sie kehren um, sie gehen zurück zu Gott und dann hilft Gott ihnen wieder, er schickt ihnen Richter, oder, die das wieder zurechtbiegen, oder, und er befreit sie wieder. Und dann fängt es wieder von vorne an. Oder? Und es ist immer ein Auf und Ab mit dem Volk Israel. Sie folgen nicht, Gott greift wieder ein, Gott hilft wieder, sie kehren um und so weiter. Eine unglaubliche Geschichte. Und man fragt sich, lehrt ihr nicht aus eurer Geschichte, Israel? Lehrt ihr nicht aus eurer Geschichte? Aber die Geschichte von Israel zeigt auch, dass Gott ein Gott ist, von der zweiten Chance. Gott ist ein Gott, der treu ist, der die Fehler von seinem Volk irgendwie integrieren kann und eine Geschichte weiterschreiben kann. Und Gott immer und immer wieder eingreift und seine Gnade hört nie auf. Das zeigt uns die Geschichte. Und dann kommt es, dass Israel nach dieser Phase, die ich beschrieben habe, von dem Zyklus, irgendwann zum Schluss kommt, wir wollen jetzt auch ein König. So wie alle anderen Völker auch. Und dann heisst das, die Ältesten vom Volk Israel zum Samuel gehen, das ist einer von den Richtern, so ein Prophet, der so der Kanal war, wie sie von Gott gehört haben. Und der Samuel ist aber alt geworden, kurz vor seinem Tod. Und jetzt steigen wir ein im 1. Samuelbuch, Kapitel 8, 4-9. Ich möchte euch das vorlesen, wie die Ältesten zum Samuel kommen. Und als die Ältesten Israels und alle Ältesten Israels versammelten sich und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, sieh, du bist alt geworden und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Nun setze uns einen König ein, damit er uns Recht verschaffe, so wie es bei allen Nationen ist. Samuel aber missfiel, dass sie sagten, gib uns einen König, damit er uns Recht verschaffe. Und Samuel betete zum Herrn und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volks in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass nicht ich König sein soll über sie. Das ist wie alles, was sie getan haben von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis auf den heutigen Tag. Sie haben mich verlassen und anderen Göttern gedient. So machen sie es auch mit dir. Und nun höre auf ihre Stimme. Aber warne sie unbedingt und tu ihnen das Recht des Königs kund, der über sie herrschen soll. Also die Ältesten von Israel gehen zum Samuel und sagen, wir wollen auch ein König. Wir wollen auch so sein wie alle anderen. Schau mal links und rechts und oben und rund um uns herum sind Völker mit einem König. Schau, wir sind ja gar kein richtiges Volk. Wir wollen auch einen König, oder? Und Gott hört den Wunsch und er nimmt den Wunsch persönlich. Das kränkt Gott. Was, ihr wollt einen König?
Ich bin euer König gewesen. Ich habe euch aus Ägypten geholt. Ich habe für euch geschaut. Ich habe euch immer beschützt. Und jetzt sagt ihr wollt einen König, oder? Und das Spannende ist, er geht auf ihren Wunsch ein. Gott geht auf ihren Wunsch ein. Er sagt aber Samuel, warnen Sie mal, sag mal ihnen mal vor Augen, was für einen Nachteil ihr habt, wenn ihr einen König habt. Und er zählt auf, er sagt, eure Söhne werden eingezogen werden, man wird sie für einen Krieg einsetzen, eure Töchter werden eingezogen werden für einen Dienst, ihr müsst das Beste von eurer Ernte immer abgeben und eure Pferde und eure Rösser und eure Wagen. Und im schlimmsten Fall macht der König keinen guten Job für euch und dann geht es euch allen schlecht. Und Gott sagt, wollt ihr das? Und jetzt steht im 1. Samuel, Vers 8, 19 bis 20. Das Volk aber weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sie sprachen, nein, schön, das ist super. Wenn wir den Rotschlag von Gott ablehnen, nein, wir wollen einen König über uns. Dann werden auch wir sein wie alle Nationen und unser König soll uns Recht verschaffen und er soll vor uns ausziehen und unsere Kriege führen. In anderen Worten sagt das Volk Israel, wir brauchen einen Strongman. Wir brauchen einen, der uns beschützt, einen, der sagt, was durchgeht, einen, der sagt, wie die Linien klar sind. Wir brauchen einen, der uns leitet. Und das Verblüffende ist, obwohl Gott das schlecht findet, geht er auf ihren Wunsch ein und gibt ihnen einen König. Und das zeigt etwas über den Charakter von Gott. Gott ist ein Gott, der eine dynamische Geschichte schreibt mit seinem Volk. Und die Menschen verbocken es die ganze Zeit und müssen die Konsequenzen von ihren Entscheidungen selber tragen, ja. Aber Gott bleibt trotzdem ihr Gott und bleibt treu. 2. Timotheus 2 bis 13 schreibt der Paulus im Neuen Testament einig. Sind wir untreu, bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich habe es vorher schon gesagt, Gott ist ein Gott von der zweiten, von der dritten, von der vierten, von der fünften, von der zehnten. Du kannst es so viel lang zählen, wie du willst. Chance. Gott ist ein Gott von der Gnade und von der Treue. Und auch wenn das Volk Israel untreu wird, Gott bleibt treu. Und das ist eine Zusage, die ich dir zusprechen will heute Morgen. Auch wenn du es verbockst, gilt Gottes Liebe dir trotzdem. Du musst Konsequenzen tragen für deine Entscheidungen und Handlungen, das ist es so. Aber Gott bleibt dein Gott und er kann sich selber nicht untreu werden, weil er versprochen hat, Israel ist mein Volk und ich bin ihr Gott. Und das Gleiche mit dir. Du bist sein Kind und ich bin dein Vater, sagt Gott zu dir. Und er kann sein Wort nicht brechen. Darum bleibt er treu, auch wenn du untreu bleibst. Amen. So, und jetzt gibt Gott Israel halt einen König. Und er schickt den Samuel los und sagt, geh dort hin und du wirst einen Mann treffen namens Saul und den sollst du zum König salben. 1. Samuel 9, Vers 2. Er trifft den Saul. Der Samuel trifft den Saul, dann wird der Saul beschrieben. Saul war jung und schön. Und unter den Israeliten gab es keinen schöneren Mann als ihn. Er überragte alles Volk um Kopfeslänge. Also eigentlich der Karl Honemeyer wird hier beschrieben, oder? Nein. So. Ein grosser Mensch, ein schöner Mensch, grösser und schöner als alle anderen. Und Gott sagt, der wird König, salb ihn. Und der Saul wird vom Samuel zum König gesalbt. Das Problem ist, das geht nicht lang gut, weil der Saul sich nicht an das haltet, was Gott ihm sagt. Er missachtet seine Gebot. Und Gott entscheidet sich schlussendlich, einen anderen König zu setzen. Er entscheidet sich, das Königreich vom Saul wegzunehmen und einen neuen einzusetzen. Und der Samuel heult durch die ganze Nacht durch und versucht Gott wieder umzustimmen von seinem Plan. Und Gott sagt, ich habe mein Urteil gefällt, hör auf heulen, gang jetzt los und ich habe schon einen neuen ausgesucht. Und jetzt kommt der König David ins Spiel. Und das ist das Thema von die Person von dieser Serie, wo wir uns damit beschäftigen. Und Gott sagt zum Samuel, nimm dein Horn, füll es mit Öl, gang nach Bethlehem zum Isai, der hat 8 Söhne oder 7 Söhne,
Genau, wir werden das gerade sehen, warum. Und einer von denen wird der neue König sein. Und dann geht der Samuel mit seinem Horn und Öl zum Isai nach Bethlehem. Und dann kommt ein Sohn nach dem anderen vorbei. Und wo der älteste Sohn läuft zuerst vor dem Samuel vorbei, der größte und der stärkste. Und dann lesen wir zusammen 1. Samuel 16, 6-7. Und als sie kamen, sah er Eliab und dachte, also der älteste Sohn, der Samuel denkt das, der Fürst des Herrn, sein Gesalbter. Der Herr aber sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ihn habe ich verworfen. Denn nicht wie der Mensch urteilt, denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Wow. Der erste Sohn läuft vorbei. Nein, das ist ja nicht. Dann läuft der zweite durch, der dritte durch. Und Gott sagt immer, nein, das ist er nicht. Und dann sind alle Söhne durchgelaufen und dann sagt der Samuel, ja, sind das alle gewesen, weil keiner passt, oder? Und dann sagen sie, nein, es gibt noch einen, der Jüngste. Der ist bei der Schof, am Schöfli hüten. Da gibt es noch, aber das wird sicher nicht der König, oder? Das ist unser Jüngster, der bei der Schöfli. Und sagt Samuel, halt, wir warten, bis er da ist. Wir bleiben alle da, jemand soll ihn holen. Und jetzt lesen wir im 1. Samuel 16, 12-13. Da sandte er hin und ließ ihn kommen. Er war rötlich, mit schönen Augen und schön anzusehen. Einfach nicht so groß, aber schön. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und Samuel nahm das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn durchdrang David und lag auf ihm von jenem Tag an. Ist das nicht interessant? Ein kleiner, unbedeutender Hirt, der bei der Schof ist. Einer, den man nicht einmal als valibler Kandidat überhaupt in Betracht gezogen hat. Nein, der David sicher nicht. Einer, der in den Augen von Menschen nichts bedeutet hat, wird auserwählt für den König, zum König zu sein. Er ist nicht so groß wie der Saul, eher klein, in den Augen von Menschen unbedeutend. Aber Gott sagt, Menschen urteilen mit ihren Augen. Das, was sie sehen. Aber Gott sieht ins Herz von einem Menschen und urteilt aufgrund von dem, was da innen vor sich geht. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Gott erwählt nicht so, wie Menschen erwählen. Gott sieht das Herz. Und genauso wie Gottes Geist auf David gekommen ist auch Gottes Geist, wenn du Christ bist, auf dir und in dir. Und ich möchte, dass du dich nicht entmutigen, wenn du das Gefühl hast, dass du übersehen wirst. Wenn du das Gefühl hast, niemand sieht meine Talente, niemand sieht meine Gaben. Gott sieht dich. Und er hat eine Berufung für dich. Er hat einen Plan, eine spezielle, spezifische Aufgabe für dich. Hör auf, dich zu vergleichen. Gott sieht dich. Disqualifiziere dich nicht selber aufgrund von deiner Körpergröße, aufgrund von deinem Aussehen, aufgrund von deiner Ausbildung, aufgrund von deiner Geschichte. Das sind alles Sachen, die nicht deine Identität bestimmen. Gott definiert deine Identität. Er bestimmt deinen Status und er qualifiziert. Auch vielleicht hast du eine Geschichte hinter dir mit Fehlern, Versagen, Sünde, was auch immer, und du fühlst dich unwürdig. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, nicht deine Taten definieren, wer du bist, sondern Gott. Und er ist dein Vater und lässt dich nicht los. Und auch wenn du untreu bist, bleibt er treu. Weil er hat einen Plan für dich. Jetzt ist aber die Frage, oder? Warum ist der David ausgewählt worden? Wieso hat Gott alle anderen Brüder an ihm vorbeigehen? Wieso hat er nicht einfach irgendeinen genommen? Wenn ja Gottes Wort, können wir sagen, es ist egal, wer Gott aussieht. Nein. Es heisst, Gott hat ins Herz gesehen. Und etwas hat er im David gesehen, wo Gott gefallen hat. Was ist es gesehen? In anderen Worten, auf dir ist ja auch der Geist Gottes drauf als Christ und in dir lebt Gottes Geist. Was können du und ich vom König David lernen heute Morgen? In unserem Weg mit Gott. Was hat Gott gesehen, wo Menschen mit ihren Augen nicht sehen, aber wo Gott sieht? Und auf das möchte ich noch in den letzten paar Minuten fokussieren. Etwas fällt auf im Leben von David. Etwas fällt auf, vor allem wenn man seine Psalmen liest.
Der David war ja Worship-Leiter und hat ganz viele Psalmen geschrieben, die sich auch finden im Alten Testament. Es sind eine Sammlung von Gebet und Lieder und so weiter. Und wenn du lesest, wie der David Gott beschreibt, wie er, in was für einem Verhältnis er zu Gott steht, dann betet er so Sachen wie im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ist das nicht interessant? Ein Hirtenbub, der zum König wird und Hirt sozusagen wird über das ganze Volk und verantwortlich ist für seine Schöfli. Der König sagt, Gott ist mein Hirt. Er führt mich auf frische Wiesen und Gewässer. Er deckt den Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Er salbt mein Haupt mit Öl. Niemand anders. Gott hat das gemacht. Für einen König ist das eine ziemlich außergewöhnliche Aussage. Für einen König zu sagen, Gott ist mein Hirt. Das gibt es nicht so oft. Psalm 5 zum Beispiel, Vers 2 bis 3. Höre meine Worte, Herr. Vernimm mein Seufzen, schrieb der David. Achte auf mein lautes Schreien. Mein König und mein Gott. Zu dir will ich beten. Der König David betet zu Gott und sagt, mein Gott, mein König, mein König, mein Gott. Oder Psalm 24, 9 bis 10. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter. Erhebt euch, ihr uralten Pforten. Das Einzige der König der Herrlichkeit. Jetzt fragt ihr die Frage, wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Das ist außergewöhnlich für einen König, um so etwas zu proklamieren. Wenn die Frage stellen, stell dir vor, ein König steht in der Halle und sagt, oh, wer ist der König der Herrlichkeit? Und alle so. Niemand getraut sich etwas zu sagen, weil tut er uns jetzt testen oder will irgendetwas anderes sagen als David, du bist der König. Würde in der damaligen Zeit mit dem Tod bestraft sein, oder? Der König fragt, wer ist der König von der Herrlichkeit? Und er antwortet, Gott ist der König von der Herrlichkeit. Und im Leben von David siehst du immer wieder, dass er weiß, er ist zwar ein König, aber er ist nicht der König. Er ist nicht der ewige König. Er hat gewusst, Gott ist König von Israel. Gott will König sein über Israel. Er ist lediglich ein Diener. Er ist ein König, aber Gott ist ein König. Er ist der Höchste. Und wir sehen das im Leben von David immer wieder, wie er sich unterordnet zu Gott, wie er sich unter das Gesetz stellt von Gott. Normalerweise tut sich ein König über das Gesetz stellen in der damaligen Zeit, oder? Auch Strongman und so, gell? Tun das Gesetz meistens dann so biegen, dass es für sie passt, oder? Und etwas ergänzen, dass es dann für sie passt. Nein, der David, wenn er Fehler gemacht hat, geht er unter das Gesetz und kehrt um und so weiter. Das Leben von David ist alles andere als perfekt. Wir werden das in den nächsten paar Wochen sehen. Er hat viel blödes Zeug gemacht, viel fehlerhafte Sachen. Aber etwas hat er immer richtig gemacht. Er hat gewusst, wer ist König. Und das ist nicht er. Es ist nicht er. Wieso erzähle ich euch das eigentlich heute Morgen? Ich sage, das ist eine Haltung vom König David, wo dir und mir gut steht. Das ist eine Haltung im König Davids im Leben, wo du und ich nachahmen sollten. Ich möchte schließen mit folgendem Gedanken. Die Serie heisst ja The Last Kingdom, oder? The Last Kingdom. Das letzte Königreich. Das, was der David verstanden hat, ist, dass er zwar König ist, aber nicht der eine König, der König von der Ewigkeit, oder? Schau, während sich alle Nationen um Israel rundherum, alle Könige rundherum, sich selber zu Göttern gemacht haben und sich selber als anbetungswürdig dargestellt haben und so weiter, hat der David gewusst, ich bin lediglich ein Vorschatten von einem grösseren König, der kommt. Ich bin lediglich einer von vielen. Ich bin Teil von einem ewigen Königreich, nämlich von Gottes Reich, wo mich sogar wird überleben, wenn ich mal nicht mehr da bin. Er hat gewusst, Gott ist König. Und genau das
kommt in Erfüllung mit Jesus Christus. Gott, der schon immer König sein über sein Volk und missverstanden worden ist und abgelehnt worden ist in seiner Geschichte mit seinem Volk. Der Gott entscheidet sich, so jetzt wird ich Mensch und wird nochmal richtig König. Das Volk will einen Mensch als König. Okay, dann wird ich Mensch. Verstehst du? Gott wird Fleisch und Blut in Jesus. Und der Jesus läuft auf dieser Welt und predigt, kehrt um, weil das Reich Gottes ist noch. Kehrt um, das Reich Gottes ist noch. Und die meisten Leute haben nicht verstanden, wer jetzt hier gerade predigt und vor ihnen steht. Die meisten Leute haben ihn missverstanden und nicht gecheckt, dass vor ihnen der inkarnierte Gott steht, wo jetzt sein Königreich etabliert. Die meisten haben ihn missverstanden, abgelehnt. Es ist sogar so weit gekommen, dass Menschen den Jesus gekreuzigt haben. Also die Geschichte wiederholt sich eigentlich, aber Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und Jesus steht von den Toten auf und wird erhaben als König von allen Königen. Das ist unser Gott. Das ist das ewige Königreich, the last kingdom. Nicht viele haben verstanden, wie der Gott regiert. Nämlich durch Liebe und Hingabe und Dienen. Und schau, ein paar haben es verstanden zur Zeit von Jesus. Und einer davon war der Johannes der Täufer. Ein Prediger, der erfolgreich war, der die Masse angezogen hat, der Cousin von Jesus übrigens. Und der erkennt Jesus für das, was er wirklich ist. Er sieht mehr als einfach nur ein Mensch. Er sieht irgendwie, Gott gibt ihm irgendwie Augen, dass er ins Herz kann sehen und auf seine Berufung kann sehen. Und er sagt folgenden Satz, und ich möchte, dass wir das am Anfang von dieser Serie verinnerlichen und wiederholen und Teil von unserem Leben machen. Er sagt in Johannes 3, Vers 30, er muss größer werden, ich aber geringer. Johannes der Täufer hat gecheckt, wer vor ihm steht. Jesus, der inkarnierte Gott, der fleischgewordene Gott. Er muss größer werden. Ich muss geringer werden. Er muss an Bedeutung gewinnen. Ich muss an Bedeutung abnehmen. Ist das dein Mantra in deinem Leben? Ist das dein Motto in deinem Leben? Verstehst du, um wer es hier wirklich geht, heute Morgen? Verstehst du, um wer es wirklich geht in deinem Leben? Verstehst du? Weißt du, wer dein König ist? Weißt du, wer im Zentrum steht? Weißt du, wer the last kingdom regiert? Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Ich frage mich, ob du die gleiche Haltung angenommen hast in deinem Leben. Wer ist der König der Herrlichkeit? Jesus ist der König der Herrlichkeit. Gott ist mein König. Er ist im Zentrum. Und schau, da drin liegt auch Hoffnung. Wisst ihr, wenn wir wissen, dass Jesus König von dieser Welt ist, dass Gott auf dem Thron sitzt, das entlastet unheimlich. Unsere Hoffnung liegt nicht in irgendeinem Politiker oder Strongman. Unsere Hoffnung schlussendlich liegt nicht im Umweltschutz. Unsere Hoffnung liegt nicht in irgendetwas, was die Welt bieten kann. Unsere Hoffnung liegt darin, dass Gott auf dem Thron sitzt und er verantwortlich ist. Nicht ich. Natürlich haben du und ich Verantwortung. Natürlich sollten wir uns auch politisch engagieren und für die Umwelt und so weiter. Wir haben eine Verantwortung. Hey, aber die letzte, schlussendliche Verantwortung ist der Gott, der die Welt gemacht hat. Dann muss er auch schauen. Verstehst du? Der Strongman, das ist Jesus. Setz deine Hoffnung auf ihn. Auch wenn es in dieser Welt nicht gut aussieht. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Verstehst du? Ich bin so froh, dass ich weiß. Ich bin so froh, dass ich weiß, dass mein König lebt. Ich bin so froh, dass ich weiß, dass mein König den Tod überwunden hat. Ich bin so froh, dass ich weiß, dass mein König wirklich auf dem Thron sitzt und eines Tages alles wird gut machen. Ich bin so froh. Muss ich das nicht? Verstehst du? Und ich bin so froh, musst du das nicht.
es ist Gott allein, der König ist. Jesus ist König. Und ich bin so froh, dass ich weiß, dass ich in seinem Team bin. Dass ich Teil bin von seinem Reich. Und meine Frage ist einfach an dich heute Morgen und für dich online. Weißt du, ist dir bewusst, dass Jesus dein König ist? Hast du dein Leben ihm untergeordnet? Hast du das auch ausgesprochen, wie der Johannes der Täufer? Er muss an Bedeutung zunehmen, ich muss an Bedeutung abnehmen. Ist das dein Motto über dein Leben? Und wenn es nicht ist, kann es heute sein, dass du das heute zu deinem Motto machst. Wir werden jetzt zusammen singen, ein Gebet singen, wo du Jesus an den Ort kannst stellen in deinem Leben, wo er eigentlich angehört, nämlich auf den Thron, ins Zentrum. Und das ist ein Gebet zuallererst. Bevor es ein Lied ist. Es ist auch ein Lied. Aber ich möchte, dass du es jetzt als Gebet singst. Ist Jesus dein König? Wir werden es jetzt zusammen singen. Wir haben als Gebetsteam, während wir jetzt singen, kannst du jetzt zum Gebetsteam gehen und für dich beten lassen, wenn du ein Anliegen hast oder merkst, du hast Mühe, um Jesus als König zu setzen in deinem Leben. Vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, die dem nicht untergeordnet sind, weil du nicht kannst vertrauen und so weiter. Und vielleicht ist es für dich da, dass du für dich beten persönlich. Aber lass uns doch aufstehen für das gesungene Gebet jetzt, wo wir Jesus als König proklamieren. Amen.